Hallihallo und herzlich willkommen bei eurem Schweizer hier auf unserem Piratenschiff. Wie man schon gesehen haben wir ja in der letzten Folge ziemliche Schlacht gehabt. Unser Schiff hat ziemlich daran glauben und es sieht einfach nicht mehr ordentlich aus und es ist nicht mehr fahrbar. Und darum befinden wir uns in Port Royal, wo wir 300 Krabben finden müssen, um unser Schiff wieder in Fahrt zu bringen, damit wir die hohe See besteigen können. Aber da oben kann man irgendwie auf und das würde ich jetzt gerade gerne mal ausprobieren. Ja. Oh, was? Eine Kisteli am Horizont von unserem Piratenschiff. Jetzt muss ich aber nur noch auf die andere Seite rüberkommen. Das funktioniert irgendwie nicht so ganz. So, dann springen wir doch einfach mal ganz kurz rüber und nehmen uns das Kisteli mit. 3 Gestirn. Was ist denn das? Schau ich mir gerade mal schon an. 3 Gestirn. Was soll das darstellen? Das sollte das... Oder etwas... 3 Gestirn ist ein Ring in dem Fall. Jetzt bin ich eben nicht ganz draus, was das soll darstellen. Erhöht den Angriff ein wenig, die Magie spürbar und das FP-Maximum geringfügig. 2 Feuerboost, 2 Eisboost, 3 Angriff 2 und ein Feuerboost, Magie 3 und ein Eisboost und FP 5 und ein Blitzboost. Also ziemlich krass eigentlich, muss ich jetzt gerade sagen. Jetzt müsst ihr gerade mal schauen, ob wir den gegen irgendeinen von denen auswechseln. Also am ehesten fast schon gegen den, wenn ich mich jetzt täusche. Da haben wir 2, 3, 5 und da haben wir... da haben wir sogar einen 240er, den könnten wir sogar nachher noch gegen den anderen austauschen. Den haben wir jetzt gerade momentan, das wäre halt 228 und das wäre halt 235. Ich persönlich würde jetzt sogar den umstellen wollen, also umsetzen, also würde jetzt da sogar den Meisterring rein tun, weil der bringt uns einiges mehr als der XP-Ring, erhöht den Angriff ein wenig und das FP-Maximum drastisch. So haben wir auch wieder vollkommen die Möglichkeiten, zum neue Fertigkeiten ausrüsten. Ich schaue jetzt gerade mal nach, wir haben ziemlich viel, wo wir da ausrüsten können. Jetzt müssen wir mal schauen. Dickschädel. Behalte ein LP, wenn du 2 oder mehr LP hast und von deiner Attacke getroffen wirst. Dieser Schutz erstreckt sich über eine gesamte gegnerische Combo. Bedeutungsweise werden wir auf ein LP abgeschlagen, haben wir wie die Chance, wir sterben nicht gerade, sondern wir haben in dem Moment noch ein Leben, Führung, bis wir sterben. Also wir haben noch einen Hit mehr, wo wir zusätzlich haben. Das finde ich eigentlich noch ziemlich cool. Füge deinen Kombos am Boden einen zusätzlichen Angriff hinzu. Die Fertigkeiten kann aufgestapelt werden. Wie ihr gerade gesehen, was ich meine mit dem Aufgestapelt, wir haben jetzt das Combo plus das Combo plus. Also jetzt tun wir wie zweimal mehr ein Combo drauf heizen. Jetzt bin ich einfach rausgegangen. Hey. Die Sachen können wir halt nicht ausrüsten, durch das, dass wir den Revanche-Schlitzer drin haben. Also man kann entscheiden zwischen Revanche-Tritt, Revanche-Stoß oder Revanche-Schlitzer. Ich habe mich halt für den Schlitzer entschieden und darum lasse ich das auch so. Da hätten wir auch noch einen Magieblitz. Wir kennen einen Magieblitz, der die Gegner durch die Lift wirbelt. Je höher der Magiestatuswert, desto grösser der Schaden. Und da wir ja sowieso mehr auf Magie sind, heisst das für mich, den rüsten wir doch auch gerade mal aus. Was ist denn da noch? Neige in der Luft L und drücke Viereck, um die gewünschte Richtung zu preschen und Angriffe auszuweichen. Diese Fertigkeit kann aufgestapelt werden. Oh, ziemlich cool. Das heisst für mich, ich kann jetzt bestimmte Rollen also besser ausweichen, also mehr besser für mich. Coole Sache. Kann im Kampf ziemlich gut gebrauchen, aber ich glaube, in dem Fall haben wir soweit alles ausgerüstet. Beim Donald haben wir halt den Team-Angriffsbus und Team-Angriffszeit, aber halt viel zu wenig FP. Jetzt ist halt eher die Frage, ob wir dort halt auch schauen, ob wir dort noch etwas ausrüstet, anders oder nicht. Aber ich glaube, wir haben gar nicht gross mehr Besseres zur Verfügung für ihn. Und bei ihm haben wir nur einen Team-Angriffsboost, erhöhte Häufigkeit, mit der du Team-Kommandos auslösen kannst. Das rüsten wir doch auch gerade mal aus. Eigentlich könnten wir im Lieben-Check reinschauen, obwohl uns das nicht grossartig müsste interessieren. Und bei den lieben Einstellungen würde ich jetzt gerade noch mein Blitz durchs Blitzgehen ersetzen. Das haben wir ja erhalten gehabt. Ich glaube, Vita ist jetzt auf Vitra, Eis ist auf Eisra. Das tun wir jetzt alles gerade nochmal eine kurze Runde auffreshen. So, und da haben wir ja unsere anderen Kommandos. Ich glaube, mehr Magie besitze ich eben gerade gar nicht, um da können. Aero benutze ich halt wirklich praktisch gar nie. Wasser auch nicht so wirklich. Ich bin halt mehr so der Blitz, Feuer und ja, so die hauptsächlichen Elemente, die ich eigentlich brauche. Aber ich würde sagen, wir machen uns in dem Fall mal ganz langsam auf den Weg. Ist Port Royal auf dem unteren Teil, da befindet sich nichts. Nein, gar nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir begeben uns mal langsam Richtung Port Royal, zum anfangen Krabben sammeln, um unser Schiff wieder in Ordnung zu bringen. Da können wir, glaube ich, irgendwelche Obst noch mitnehmen. Stachelbeeren. Nice, das haben wir gerade noch mit. Und da vorne wartet ein riesiges Kistchen von uns. Was die alle dazu rumstarren, das schauen wir uns gerade mal an, nachdem wir unser geliebtes Kistchen aufgemacht haben. Karte Meer vom Portal Royal, eine Karte des Gebiets, um dich zurechtzufinden. Sehr gut, da können wir, glaube ich, so einen Trick aufführen. Nice, so können wir sehr gut Taler einsammeln. Die nehmen wir aber gerade alle mit, wenn ihr schon dafür zahlt. Wir dürfen zuschauen, ob wir ein Fass rumsliden. So, was haben wir denn da? Ihr schaut alle, das Fass, das bewegt sich so komisch. Wir können eigentlich mal draufhauen. Okay,
Also Kisten, wo sich Krabben drin befinden, dort bewegen, also die bewegen sich. Das ist noch gut zu wissen. Jetzt schaue ich gerade mal auf dem Dach da oben noch umeinander, ob man da noch irgendetwas findet. Und auch gut, was ich jetzt eigentlich noch gerne haben will ausprobieren, das hätte ich jetzt eigentlich noch offline machen können. Genau, Kameraempfindlichkeit. Ich würde jetzt gerne eigentlich nochmal auf 60 rauf tun, weil mir fällt auf, dass sie ziemlich langsam hin und her geht, während ich in den Kämpfen bin. Und das ist halt blöd zum Zuschauen. Im Allgemeinen. Nein, das stimmt eigentlich im Großen und Ganzen alles so. Jetzt soll die Kamera nämlich auch ein bisschen flüssender mit meiner Bewegung laufen. Und darum rüsten wir doch das gerade mal aus. Da bewegt sich eine Kiste. Seht ihr? Oh mein Gott. Dann machen wir die doch gerade mal kaputt und nehmen uns in dem Fall die Krabben mit, die sich da drunter haben wollen verstecken. Die verstecken sich in dem Fall vor uns. Jetzt schauen wir halt da ein bisschen mehr umeinander. So, jetzt muss ich mich halt auch ein bisschen umgewöhnen. Und was rennt die einfach davon? Das geht ja gar nicht. Dann sammeln wir die doch gerade alle mal noch mit ein. So. Nice, da könnten wir jetzt noch schnell aufrennen. Da gibt es noch ein paar Kisten zum kaputt machen. Also ich muss sagen, auf der Insel kann man ziemlich gut Geld und alles mögliche farmen, wie ich gerade merke. Also Dollar fehlt es da auch nicht. Jetzt gehe ich da mal aufs Dach rauf. Schauen wir mal vom Dach oben runter, ob wir da noch etwas Spezielles gerade sehen oder finden. Aber ich glaube, auf den Dächern oben wird es in dem Fall nichts Spezielles haben. Ein paar Zutaten sollten sich da noch verstecken. Dann schauen wir uns das mal an. Rindsfilet. Fein. Das packen wir doch gerade mal in unser Inventar. Nice. So, noch ein paar Krabben und so weit gesehen ist so nichts. Und ich denke, von der Kameraführung, da können wir das auch in die Kommentare schreiben. Sollte das jetzt ein bisschen besser sein? Wenn es euch schnell geht, dann müsst ihr mir das halt sagen. Dann schaue ich, dass ich die Kameraeinstellungen wieder ein bisschen langsamer mache. Da können wir irgendwie drauflaufen. Und mit ihm reden. Was hast du Neues zu erzählen, Opi? Ja, die haben uns gesehen und haben gefunden, hey, jetzt müssen wir uns schnellstmöglich auf den Weg machen. Mit dem Typ lassen wir uns nicht auf den Bund ein. Aber da können wir irgendwie noch ein Trio Rodel machen. Jodliti? Ah nein, Rodel. Ui. Gerade das Wort verwechselt. Okay, dann müssen wir die in dem Fall da mit unserem Schild versuchen, am Boden alle zu zerstören und einnehmen. Aber das Einzige, was mich wundert, ist, der liebe Jack Sparrow rennt da so liebevoll hinter uns her, anstatt mit uns zu kämpfen. Okay, da wartet gerade eine Gruppe Niemanden und Herzlosen auf uns. Ich würde sagen, wir machen uns direkt in den Kampf, ja. So, das macht aber ziemlich Schaden, wenn sie mal anfangen austeilen mit ihren Karten. Jetzt muss ich mal schauen, dass sie da nicht zu viel Schaden bekommen. Jetzt habe ich mich schon auf eine ruhigere Folge gefreut, nachdem wir so viel Action gehabt haben in der letzten. Aber da bin ich doch noch froh. Gut, ein Kampf, muss ich sagen, muss einfach sein. Und da bin ich auch froh darum, dass wenigstens ein Kampf stattfindet. So, dann tun wir gerade mal unsere Krallen einsetzen. Wir hätten eigentlich auch noch gerade unsere Spritzfahrt zur Verfügung. Was noch ziemlich cool wäre. Ich würde sagen, ich setze die doch gerade mal ein. So, da freuen wir uns doch, wie im Europapark noch eine kleine Spritztour mit unserem Wasserbötchen zu machen. Jetzt versuchen wir gerade mal alle Herzlosen einzusammeln und zu berühren, blöd gesagt, so plus minus, damit wir dann auch alle genug Schaden austeilen, während wir den Spass von unserem Leben haben. Kabusch! Und so schnell haben wir es auch erledigt und Stufe 32 erreicht. Wenn ihr euch jetzt gerade wundert, warum wir Level 32 erst geworden sind, wir sind doch in der letzten Folge schon Level 32 gewesen. Mir ist ein kleiner Fehler passiert und dann hat es mir alles wieder gelöscht gehabt. Darum habe ich bis zu Port Royal nochmal alles nachspielen. Also eigentlich nur nachspielen. Es kann sein, dass es jetzt halt ganz kleine Abweichungen hat. Aber ich denke, das sollte nicht störend sein. Im Großen und Ganzen machen wir ja weiter, wo wir aufgehört haben. Ich kann eigentlich nur nochmal alles beim letzten Spielstand wieder nochmal nachholen. Also der Fischkampf, der Kampf gegen das Schiff oder so, das Rennen und der Kampf dann auf dem Schiff drauf, habe ich halt alles nochmal nachgespielt. Aber ich finde es nicht schlimm, ich meine, ich liebe Kingdom Hearts und daher lohnt es sich ja auch immer wieder, das nochmal zu spielen. So, da haben wir gerade nochmal ein paar Taler erhalten. Jetzt hoffen wir, da noch ein paar Kräbeli. Jetzt müssen wir halt, glaube ich, eher darauf achten, wo sich da Fässer hin und her bewegen. Dort sollten sich auch Krabben befinden. Da oben hat es gerade auch noch 3 Stück. Dann muss ich jetzt so auf den Sack hauen, damit wir sie einsacken können. Da oben haben sich auch gerade nochmal 3 versteckt. Ziemlich gut versteckt, muss ich sagen. So. Schauen wir mal da oben runter, ob wir da irgendwo ein paar Fässer sehen oder irgendetwas, wo sich bewegt. Da unten bewegt sich etwas. Ich würde sagen, dann machen wir die Kiste doch gerade mal kaputt und sammeln die wieder ein. So. Am Baum. Okay, wenn man am Baum haut, gehen da alles Krabben nur. Das heisst, die verstecken sich auch in den Bäumen von uns. Nicht schlecht, muss ich sagen. Also 105 Krabben besitzen wir schon. Und einen grösseren Teil von Port Royal haben wir schon erforscht. Aber ich würde sagen, mehr als Kisten, Taler und irgendwelche Krabben finden wir da auch nicht wirklich mehr. So, zack, dich nehmen wir auch noch mit.
Da haben wir, glaube ich, noch ein paar Zutaten zum Sammeln. Sellerie. Nice, da wird sich der kleine Koch freuen, wenn wir noch ein paar Menüs bei ihm können zaubern. So, da vorne wartet gerade wieder... Ah, nein, was ist jetzt los? So, die Krabben wollen wir mitnehmen. Die können sich nicht von uns verstecken. So, nice. Warum wir jetzt genau Krabben braucht, müssen wir ja nicht wissen. In dieser Welt ist das halt so, wie der liebe Jack Sparrow uns schon berichtet hat. Müssen wir uns darüber keine weiteren Gedanken machen. Da kann man irgendwie noch rauflaufen. Aber ich glaube, das bringt uns nicht wirklich viel. Schauen wir mal da vorne weiter. Da bewegt sich noch ein Kisteli. Also ein Fass, kein Kisteli. Aber das nehmen wir auch mal mit. Da haben wir noch ein Ducklitropfen erhalten. Nice. Nein, da kann man nichts. Soll ich da mal raufrennen oder einfach mal den Weg wieder? Ich renne mal da rauf, dann haben wir einmal einen kompletten Überblick. Okay, da oben befindet sich noch etwas. 3 Krebeli. Die nehmen wir doch auch gerade mal noch wieder mit. Da unten sehe ich gerade so weit nichts. Da im Baum rein können wir wieder reinhauen. Ich würde sagen, okay. Haben wir gerade wieder eine kleinere Horde von denen gefunden. Dann nehmen wir doch das gerade mit. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer Horde sage, ich spiele halt nebenbei auch noch gerne mal andere Spiele wie Warcraft oder World of Warcraft. Und darum Horde, da ich ein absoluter Horde-Fan bin, nenne ich halt alles allgemein Horde. Aber lassen wir mal so stehen. Jawohl, so, jetzt haben wir da auch noch ein paar Krabben mitnehmen. Wir haben schon mehr als die Hälfte der Krabben gefunden. So, und da können wir, glaube ich, da beobachten die alle wieder irgendetwas. Da können wir wieder rumjodeln, dann machen wir doch das gerade mal und sammeln mal ein paar Krabben, wie ich da vorne schon gesehen habe. So, jetzt müssen wir versuchen, die alle so gut wie möglich mit einzusammeln. So. Da wartet gerade nochmal eine Gruppe Herzlose von uns. Dann haben wir doch noch ein bisschen Action auch in dieser Folge wieder. So. Einen Raketentanz könnten wir eigentlich gerade einsetzen. Ich würde sagen, dann machen wir doch das gerade mal, wenn wir schon so mit drin in der Horde Herzlosen stehen. So, du versuchst uns da gerade wieder überrennen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir dich da wieder von hinten verwutschen. So, wir haben unsere Sturmkrallen aktiv. Die setzen wir gerade mal ein. So, jetzt können wir da gleichzeitig eigentlich noch, was ich erforscht und herausgefunden habe, können wir da, wir müssen jetzt weiter weggehen, können wir geil Magie, während wir da kämpfen, einsetzen und das tut unsere Combo erweitern und noch ziemlich geilen Schaden machen. So, jetzt können wir da noch Blitz einsetzen, haben wir den anderen auch noch erledigt. Okay, ich habe gar keinen Mana mehr zur Verfügung, aber wir haben da noch ein Eisgeist zum Einsetzen. Ich würde sagen, wenn wir da am Anfang schon noch Trio-Rodel, können sie da alle so ein bisschen, sind wir gut geschützt und können sie eigentlich gut en masse kaputt machen, wenn sie da nicht würden durch die Luft schweben und sich da gut verstecken. Der Captain Jack Sparrow komplett verwirrt, dort oben unten am Boden am Warten, bis er wieder fit ist, um mit uns in den Kampf reinzusteigen. So, die verschwindet wirklich immer gerade nur schon, wenn ich ein bisschen weggehe, aber ich habe jetzt einfach Lust, diesen Lölis eins auf den Sack zu gehen und darum macht er es auch. Dort hinten sehe ich gerade ein Fass mit Krabben da am Weglaufen. Hast du schon gehofft, wir finden dich nicht und wir sehen dich nicht. Aber wir brauchen euch und darum nehmen wir euch auch mit. Wo haben wir den nächsten? Da hinten haben wir den nächsten. Dann nehmen wir doch den auch gerade mal auseinander. So. Du bist unser nächstes Opfer. So, jetzt muss ich schauen, dass ich dann nicht den Wasserfall durchabgehe. Viel sind es eigentlich nicht mehr. Wir haben die Sturmkralle wieder aktiv. Aber ich würde sagen, das sind ja Wasserviecher. Also wenn ich jetzt da probiere, die mit Blitz zu verwitschen, dann sollte ich das gut anbekommen. So, ich glaube, es ist nur noch einer. Der hat den Donald Goofy und der liebe Jack Sparrow jetzt gerade schon erledigt. Das heisst für mich, ich muss da eigentlich gar nicht mehr weiter schauen und machen und tun, sondern wir können direkt den Weg weiter entlang mit unserem Trio-Rodel. Jodeliti. So. Jetzt hat es aus Versehen die Spritzfahrt aktiviert und schon unser Trio-Rodel, weil ich Nudeln nicht wieder richtig gedrückt habe. Ich würde sagen, ich beende das jetzt einfach gerade mal. Und jetzt versuchen wir... Jetzt hast du nicht das benutzt. Oh mein Gott. Fail vom Tag. Ich benutze alles, aber einfach nicht das, was wir brauchen. Dann muss ich wieder dahinter stehen, sonst können wir es gar nicht aktivieren. So. Versuchen wir da so gut wie möglich alle mit einzusammeln. So. Da vorne haben wir irgendeinen Durchgang. Ins Fort, also wir befinden uns irgendwie im Fort drinnen, in unserem Rodel. Das hat sich jetzt irgendwie nicht beenden. Da hinten nebendran sehe ich auch schon wieder ein Kisteli. 240 Krabben haben wir schon. So, die Sträflingskolonne. Ein Spiel des klassischen Königreichs. Du kannst es auf dem Gummiphone spielen.
nice Sache. Das schauen wir uns dann auch noch im späteren Verlauf an. Meine ich das jetzt nur oder? Doch, jawohl. Oh mein Gott. Einfach ein Glücksemblem in dieser Zelle rein. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was macht jetzt die Kugel da? Da muss doch irgendetwas sein. Wir sammeln wir doch das auch gerade mal noch mit ein. Da hinten befindet sich ein Häftling. Können wir dich auf den Häftling befragen? Wir wollen wissen, warum der da drinnen hückelt. Nicht, okay, dann lassen wir es einfach bleiben. Und gehen den Weg weiter. Schade, das hat mich jetzt so ziemlich gewundert, warum der inhaftiert da ist. So. Da unten sieht es nochmal nach einem Jodeln aus. Dann machen wir doch das gerade mal. So, nice. Da befindet sich auch noch ein paar mehr, als wir, glaube ich, wirklich... Also, nicht verwundern, wir können mehr einsammeln, als wir haben. Ich tue das jetzt gerade mal schnell aufblüffen. Wir können im späteren Verlauf des Spiels mit diesen Krabben unser Schiff eigentlich noch aufwerten und leveln und so weiter. Was für uns bedeutet, dass die Krabben eigentlich immer wichtig sind, dass wir so viele Krabben wie möglich einsammeln müssen, dass wir nachher auf die verschiedenen Inseln mit unserem Piratenschiff können reisen können. Ja, ich weiss, dass wir da rodeln können, aber ich bin jetzt eher am Überlegen, ob wir nochmal zurücklaufen wollen, um die einzelnen Krabben noch einsammeln. Nein, das tue ich mir jetzt nicht an. Wir schauen uns einfach mal weiter an, wie es da weitergeht. So, da haben wir noch ein paar Krabben zum Einsammeln, die nehmen wir gerade mal mit. Hoi zusammen. Hier darfst du nicht durch. Aber ich mache es jetzt einfach. So, der rennt gerade zur Unterstützung der Pführen, aber wir sind schon an dem Wall von Menschen vorbei. Das ist ja, glaube ich, die Marine oder irgendetwas in dieser Art, wie man das nennt. Ich würde sagen, wir schauen mal gerade da vorne. Okay, da sieht es aus, als könnten wir aufrennen. Versuchen wir doch das gerade mal. Oh, das hat jetzt nicht gerade so funktioniert, wie ich wollte. So, ah was? Cool, nice. Und auf dem Weg da am Durchsliden habe ich da oben gerade nochmal ein paar versteckte Krabben gesehen. Wir haben das Ziel von den 300 schon erreicht. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir noch weiter die Stadt erkunden oder direkt einmal unser Piratenschiff weiter leveln. Ich würde sagen, wir sammeln gerade mal noch ein, was wir finden. Nach dem, was ich euch jetzt gerade erklärt habe, hilft uns das später nämlich auch noch weiter, wenn wir schon mehr parat haben oder mehr zur Verfügung haben von diesen Krabben. Ich würde sagen, wir haben schon 350 Krabben eingesammelt. Das ist schon eine rechte Portion. Was? Wolltest du uns irgendetwas erzählen? Dann mach doch das. Okay, vom Fort kommen wir gerade her, mein Junge. Das heisst, wir haben dort schon ziemlich gut einsammeln. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zu unserem Piratenschiff dorthin. Eigentlich könnten wir jetzt direkt hier übers Meer rein. Dann muss ich mir den Weg zurück nicht gerade nochmal alles antun. So, weil da unten habe ich nämlich auch nicht nachgeschaut, ob es da vielleicht noch irgendetwas hat. Da hat es noch irgendwelche Aprikosen, die sacken wir doch auch gerade mal nochmal ein. Da haben wir noch ein paar Truhen zum Zerstören. Da hinten noch eine Kiste. Oh mein Gott, Gott sei Dank habe ich nochmal nachgeschaut. Eine High Potion für uns, die nehmen wir doch auch gerade mal noch mit. Ich würde sagen, es hat sich wirklich gerade nochmal gelohnt, unten durchzuschauen. Wir haben jetzt ziemlich nochmal gut Taler einsammeln und noch ein Kistchen mitnehmen. So, versuche ich da aber irgendwie mal raufhüpfen. Okay. Cool. Jetzt können wir einfach hier oben stehen bleiben und nichts machen. Also eigentlich hat es da nichts Grossartiges so erwartet. Aber wir könnten versuchen, von da an zu unserem Schiff rüber zu wandern. So, das sieht doch ziemlich nice aus. Ich würde sagen, das habe ich langsam ziemlich gut im Griff. So, das mit dieser Wand abspringen, das kommt noch ziemlich gut. Jetzt können wir da untersuchen drücken, aber erwartet auch noch irgendeine Orange auf uns. Orange, dann nehmen wir die doch mit und ich würde sagen, wir begeben uns auf unser Piratenschiff und schauen, wie es weitergeht. Jetzt muss ich aber schauen, wie wir das machen. Muss ich überhaupt auf dem Schiff oben unten stehen oder muss ich hier beim Deck? Ich glaube, am Deck untersuchen drücken, dann machen wir doch das gerade mal. Aye, that's all of them. Now, to my final task. Be back in a trice. Oh. There, mates. Fit to sail any sea. Now, Sora, one final inquiry. Is there any particular reason you wanted this ship? Yeah! To explore the seas. Free as the wind. Good answer. You are a pirate. Captain Sora. But Jack, why do you keep saying final? Like you're leaving. Ah, it's because this me has run his course, mate.
This you? Aye, the surrogate's me, that the goddess of the sea sent here to help you lot. Of course, any me is still me. I may be duplicatable, but I'm always incomparable. The sea, she smiles upon us, Sora, and let's leave it at that, shall we? For now, the real me has a crucial engagement. At Shipwreck Cove, where the pirate brethren will meet Beckett and his lot in battle to win back our freedom. Then let us help. No, it's for pirates to resolve, but not you, Sora. You're as free as the wind now, and far you'll go. Oh, Einsammeln, einsammeln! Wir brauchen die, sammeln sie ein! So, Jack was showing us the way. Even if you did get tricked. Jack. He said it was the pirates' battle to fight. But a fight for pirates is a fight for us! Come on, let's find the real Jack. You made a deal with me, Jack, to deliver the pirates. And here they are. Don't be bashful. Step up. Claim your reward. Sparrow, your debt to me is still to be satisfied. 100 years in servitude aboard the Dutchman. As a start, That debt was paid, mate. you escaped. I propose an exchange. Will leaves with us, and you can take Jack. Done. Undone. Done. Jack's one of the 9 pirate lords. You have no right. King, As you command, your nips. Scurvy blackguard! Easy there, mate. You wouldn't want to damage the leverage now, would you? Now. Advise your brethren. You can fight, and all of you will die, or you cannot fight, in which case only most of you will die. we will fight, and you will die.
Das Schiff ausrüsten. Sammle weiße Krabben, um das Schiff in der Stufe aufsteigen zu lassen. Mit jeder erreichten Stufe steigen das TP-Maximum und die Anzahl der Kanonen des Schiffs. Vielleicht schaltest du zusätzlich auch noch brandneue Aktionen frei. Du kannst den Status des Schiffs begutachten, indem du die Karte öffnest. Sammle so viele Krabben ein, wie du kannst, und vielleicht besitzt du schon bald das am meist gefürchtete Schiff des ganzen Hohen See. Arr, also wie wir gerade herausgefunden haben, die liebe Elisabeth will jetzt in den Kampf gehen mit denen allen zusammen. Jetzt schauen wir mal an, um die Seekarte einzusehen, inspiriere die Dokumente beim Steuerrad und drücke einfach während der Fahrt. Entschuldigung, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das soll betiteln, das Mittelsymbol auf der PS-Taste. So, da können wir gerade mal noch kurz abspeichern. Ich habe das jetzt gerade noch ziemlich beeindruckend gefunden, was für uns heisst, wir werden mit in den Kampf ziehen, mit den Piraten zusammen gegen die Allianz vom Beckert. Ich glaube, es heisst der Beckert. Naja, aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben ziemlich viel erkundet in dieser Folge und wir haben ziemlich viel erlebt. Ich danke euch viel mal fürs Einschalten und wir erkunden die grosse hohe See mit unserem brandneuen Piratenschiff in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!